Der Davut sagt da etwas zu Werbebranche und Beatmakers, Producers. Meinst du inwiefern so, dass Beatmakers oder Produzenten auch Werbesongs machen oder so Songs platzieren oder Produktionen platzieren, Kompositionen platzieren, die in Werbung vorkommen? Gut, ich meine, wir sind da auf dem Cola-Podcast, wie ihr wisst. Wir besprechen da ja Musikbusiness. Und es kann jetzt nicht so verkehrt sein, sage ich jetzt einmal, dass wenn man die Ambitionen hätte, seine Einnahmequellen zu verändern bzw. zu vermehren, dann kann so etwas natürlich schon eine völlig neue Lane aufmachen, sozusagen, oder ein völlig neues Standbein, wenn man als Beatmaker oder Produzent vielleicht irgendwann einmal in Kontakt würde kommen mit entweder, was es ja immer ist, Agenturleute, Werbeproduzenten, was sind das eigentlich auch noch so ein bisschen die Artistic Directors von gewissen Werbefirmen oder halt dann oder Agenturen. Kann nicht schaden auf jeden Fall, dass man dort auch ein Standbein sich könnte aufmachen, weil das Standbein kann potenziell total unabhängig funktionieren von gewissen Musikplacements, logischerweise, also Künstler- oder Künstlerinnen-Placements. Ich glaube, in der Werbebranche, so wie ich sie kennengelernt habe, so von der Marketingseite, oder wenn man jetzt eher auf der Werbeseite irgendwie würde Sachen machen, vermute ich mal, dass da in der Schweiz auch sehr viel halt mit zuerst mal ein bisschen, also es hat sehr viel damit zu tun, oder könnte damit zu tun haben, dass du zuerst mal herausfinden müsstest, okay, welche sind überhaupt so ein bisschen die Go-To-Agenturen, beziehungsweise all die Werbepartner oder gewisse Kontakte, so Go-To-Kontakte, wo man würde angehen in so Fällen. Oder man macht jetzt halt voll den Independent Grind und schaut sich halt an, was für Leute da draussen gibt, die irgendwie neue Filme schiessen, also zum Beispiel Videodirectors, wo halt tief in Werbefilmen drin sind, so. Und dann geht man halt eher aus dieser Perspektive irgendwie dran, dass man halt die Videoproduzenten bzw. Artistic Directors irgendwie angeht, wo vielleicht auch unabhängig teilweise für gewisse Werbehersteller oder Hersteller generell einfach Werbefilm drehen und dann die brauchen amigs auch Produzenten oder Komponisten auf Speed Dial, also die profitieren ja auch davon, wenn du mit diesen Leuten würdest connecten und dann geht man vielleicht über den Weg, so, aber dann muss man die Leute natürlich zuerst mal ausfindig machen. Aber so völlig pragmatisch hätte ich jetzt gesagt, dass man, wenn einen das Gebiet interessiert, kann man dort entweder von der Produktseite schauen, dass man in den Credits von diesen Werbefilms, von diesen Commercials schauen, wer ist dort überhaupt alles in den Credits. Dann wird vielleicht in so Fällen wird dann dort auftauchen irgendein Artistic Director, irgendjemand, der halt den ganzen Werbefilm organisiert hat. Oder halt ein Music Director gibt es dann auch in so Fällen, oder Music Supervisor, so. Für das alles gibt es halt ein bisschen andere Bezeichnungen jetzt heutzutage, als dort, wo ich das so ein bisschen deep mitbekommen habe, so in den Marketing-Sachen. Und dann geht man irgendwie dort in den Credits schauen, ähnlich wie bei Song-Credits, und schaut sich an, wer dort beteiligt war, und dann findet man die Leute. Über LinkedIn zum Beispiel. LinkedIn ist ein sehr, sehr guter Spot für so Connections aufbauen in der Werbebranche, sage ich jetzt mal, in der Schweizer Werbebranche. Oder dann gibt es so News-Outlets, News-Seiten, wo sich halt so die ganze Marketing- und Werbebranche ein bisschen drauf befindet. Und das sind dann so Geschichten wie persönlich.ch. Ist es .ch? Ich glaube schon, ja. Also das persönliche Magazin ist so ein bisschen eine Fachzeitschrift bzw. ein Online-Portal, wo halt so alle News bringt rund um Werbebranche.
Und dort wird man wahrscheinlich auch recht viele Leute sehen oder halt einfach herausfinden, okay, wer sind so die Players im Game, die halt recht viel so machen in dieser Ecke. Und sonst hätten wir dann auch noch, also es gibt halt verschiedene Wege, wie ihr seht, so auf die Frage jetzt von David. Aber wir können vielleicht auch ausfindig machen, okay, was sind so ein bisschen die Agenturen, die neuen, fresh Agenturen, die im Moment gerade rum sind. Und vielleicht findet man auch kleinere Agenturen, wo vielleicht muss man auch gar nicht mit den ganz, ganz grossen Agenturen, Schweizer Agenturen anfangen, wo halt die ganzen Werbepartner haben, für die sie amix Kampagnen machen oder so Zeug würden machen. Dann geht man vielleicht zu kleineren Agenturen, wo so ein bisschen noch das Startup-Feeling hat. Und geht dort mal herausfinden, wer dort in diesen Marketingabteilungen hockt, wer vielleicht teilweise in gewissen Abteilungen hockt, wo auch für Musik, Supervision, so Music Supervising, ein bisschen mit dem zu tun hat. Weil dort wird natürlich auch oftmals Musik eingekauft, blöd gesagt, oder so wie Künstler und Künstlerinnen nach Beat-Placements fragen halt teilweise auch gewisse Kontakte in diesen Werbebranchen, fragen halt nachher natürlich auch ein bisschen nach neuer Musik, wo man jetzt als Komponist denen könnte schicken. Ja, zum Beispiel für Insta. Also wenn du jetzt so Werbespots würdest machen, oder was meinst du für Insta? Da gibt es halt wie so ein bisschen verschiedene Länder. Ich würde mal da, wenn es dich mal interessiert und du würdest dir vielleicht einen besseren Überblick verschaffen über die Werbebranche Schweiz, dann das persönliche Magazin findest du einfach, wenn du googelst persönlich.ch oder persönlich Marketing oder so, dann kommt es ja gerade als erster Suchtreffer. Gehst mal dort drauf und dann kann man dort relativ einfach herausfinden, okay, was sind überhaupt Players und so. So für Teaser. Okay, für Teaser von Musiksachen oder von also von Herstellern, von Brands, die irgendwie Teasers machen. Geht natürlich auch, klar. Aber man muss dort ein bisschen verstehen, vielleicht so mit dem, ich gebe so ein bisschen die Marketingperspektive dort dahinter. Wenn ihr amigs so Teasers seht von irgendeinem Brand, egal welcher, irgendeinem grossen internationalen Brand, und ihr seht halt ein Teaser, so ein 20 Sekunden oder 15 Sekunden auf den Socials, wo halt irgendwie Musik integriert hat, dann ist der eine Teaser meistens halt ein Bestandteil oder eine kleine Komponente von einer ganz grossen Kampagne, die vielleicht halt auch im TV läuft, in anderen traditionellen Medien, und halt Socials sind dann vielleicht ein Teil davon. Und ist jetzt, ich weiss jetzt nicht, wie viel Hersteller es gibt, oder vielleicht auch Schweizer Hersteller, die sich jetzt nur auf Online-Social-Media-Teasers beschränken und dass man dann dort Musik platziert. Aber ja, es geht ins Gleiche hin. Es ist dann wie so, es ist einfach ein Baustein, weißt, so kann man das verstehen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man gezielt sagen, okay, ich will diese Partner ansprechen oder mit diesen Leuten connecten, die halt spezifisch Commercials machen, die dann Teasers werden auf Social Media, weil dann kann man einfach mit denen, weil das ist halt einfach ein Teil davon. Man kann halt einfach zuerst mal ausfindig machen, okay, welche Brands gibt es überhaupt, die einen würden interessieren, tun die Brands auch Original Music verwenden, also hätten die auch Interesse daran, Kompositionen zu nehmen von irgendwelchen Leuten oder so. Und dann ein weiterer grosser Punkt, wenn euch jetzt so Werbebranche, Werbeplacements und so interessiert, ganz grosser Punkt auch dort ist, dass ganz viele Hersteller, also Brands, auch teilweise junge Leute versuchen zu finessen aus Suiza-Geldern. Und ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen länger, um das alles zu erklären, wie das genau zustande kommt. Aber basically müsst ihr euch vorstellen, es gibt viele Werbepartner, also nicht viel, es gibt halt einfach Werbepartner, kann man jetzt nicht in Zahlen tun, wie viele das sind, aber es gibt halt Werbepartner, die vielleicht zwar Musik integrieren in ihre Spots oder halt ihre Werbungen, die sie machen für ihre Produkte,
aber sie wollen nicht per se das Visa-Geld, das obligatorische Visa-Geld abdrucken. Und bei so Sachen sind es dann so gewisse Grauzonen, dass es dann so Deals entstehen, wo halt gewisse Rechte dort abgetreten werden oder dass halt nur royalty-free Music verwendet wird. Und das ist so ein bisschen von der Position von einem Musikschaffenden oder von einem Komponist ist halt dann, kann es halt ein bisschen tricky werden, weil halt teilweise verlangt wird, dass man halt irgendwie so fast schon ein bisschen Ghost Production irgendwie macht, wo halt nachher nicht richtig registriert ist und so. Aber ich würde es auch nicht so darstellen, als wäre das ein Standard oder so. Ich würde es auch nicht zulassen. Wenn es jetzt erst so eine Anfrage wäre, dann würde ich immer darauf pochen, dass es alles deklariert werden soll. Man soll halt nicht nur irgendwie so Upfront Money bekommen, sprich einfach eine Pauschalsumme und es sollte dann nirgends erwähnt sein, nicht in der Visa nirgends und einfach die Komposition, die wir dann gemacht haben, steht dann der Company frei zur Verfügung, sondern man sollte das alles auch richtig deklarieren. Und überhaupt da in der Schweiz ist es jetzt nicht so wie in Amerika, dass du, selbst wenn du jetzt so Kompositionen irgendwie würdest gewissen Hersteller zur Verfügung stellen, ist es da extrem schwierig, dass man das halt, das rein rechtlich, dass man da die ganzen Urheberrechte würde abtreten. Das ist ja gar nicht möglich in dieser Form oftmals. Aber es gibt halt viele Werbepartner, die halt dort sparen wollen, wenn es um Musik geht. Es ist halt so ein bisschen das leidige Thema von immer. Wenn ihr euch fragt, all die Werbepartner wollen teilweise Hot Music, die wollen halt heisse Sachen haben oder auch geile Kompositionen. Aber das ist das Gleiche wie mit allem, so in dieser kommerziellen Welt. Man will halt möglichst wenig bis gar nichts dafür zahlen. Das ist halt auch das kann halt auch bei Werbebrands passieren. Oder halt Brands generell, Herstellerbrands, wo halt irgendetwas bewerben wollen. Da kann es auch passieren, dass man wie sagen wir, der Fünfer und das Weckli will, dass man wie so beides will. Man will irgendwie mega Qualität haben, hure geile Musikkomposition in der Werbung, aber gleichzeitig will man irgendwie dem Produzent oder dem Komponist sagen, ja, aber tun wir das so ein bisschen unter der Hand machen wir es nicht irgendwie mit Visa-Anmeldung und so, weil die Werbepartner müssen halt dementsprechend, wenn das alles richtig deklariert wird und anständig deklariert wird, also anständig vermerkt wird, dass dann eine Kampagne passiert mit dem Produkt XYZ und du hast jetzt, sagen wir aus dieser Perspektive, du als Musikschaffender hast jetzt die Musik dafür geschrieben oder die Komposition dafür gemacht, dass die Idee natürlich soll sein, dass die Spots oder die Werbekampagne, dass die nachher bei der Visa angemeldet werden muss. So. Also es ist halt wie so gewisse obligatorische Angelegenheiten sind halt dort dahinter vom Werberecht. Damit die Visa herausfinden kann, okay, wie viel Mal sind die Spots gelaufen, auch so Teaser-Geschichten, zum Beispiel jetzt auf den Socials, damit nachher die Visa herausfinden kann, wie viel Geld ausgeschüttet wird oder wie viel Geld an dem Komponist oder der Musikschaffenden weitergeleitet werden muss, sage ich jetzt mal. So für Teaser, für Produkt zum Beispiel. Ja, also wir reden glaube ich vom Gleichen da, wo du schaust es auch von dieser Ebene jetzt da mit auf Teaser-Ebene bei den Socials so. Aber man muss dir immer vorstellen, also nicht immer, aber meistens würde ich sagen so, wenn du jetzt Hersteller bist, XYZ und du hast ein neues Produkt, das du lancierst, dann ist halt der eine Teaser, den du siehst auf Social Media, ist halt dann vielleicht einfach ein Baustein von einer grösseren Kampagne. Ne? Und am Ende willst vielleicht du dann in deiner Situation einfach herausfinden, wenn du jetzt mehr dort Songs platzieren willst oder Kompositionen oder irgendwie Original Music, wo man extra für den Anlass produzieren. Wenn man eher in die Richtung platzieren will, dann gibt es dort halt auch gewisse Anlaufstellen. Eben, man muss sich einfach die Positionen oder man kann sich am besten die Positionen anschauen, die Leute haben in diesen Firmen. Und ob man die jetzt eben über persönlich so Sachen wie persönlich Magazin findet, auf LinkedIn
Und dann findet man dort raus, was so ein bisschen die Go-To-Leute sind, denen man auch Musik kann schicken sozusagen. Und das verhaltet sich dann mehr oder weniger ähnlich wie bei den Musikschaffenden. Dass es dann ist auch so eine Reihe von Leuten wahrscheinlich, dann entweder auf der Agenturseite oder auf der Artistic Director Seite, also unabhängige Freelancer-Leute, die halt Werbefilme machen für die Hersteller, oder dann bei den Firmen gerade selber. Aber viele grössere Firmen, je nachdem, welche Grösse von Firma du jetzt anschaust oder Brands, so, ist halt, umso grösser du gehst mit dem Brand, ist halt die Wahrscheinlichkeit auch da, dass sie das meistens über Agenturen machen, also dass die Brands das nicht alleine machen, so Kampagnen stemmen. Und dann würde es vielleicht sich mehr lohnen, sage ich jetzt mal, als Musikschaffender, der sich für die Werbebranche interessiert, dass man halt vielleicht mit den Agenturkontakt redet, weil die halt nachher den Draht haben zu den Brands, zu den Herstellern. Oder kann auch der sympathischere Weg sein, teilweise, dass man halt einfach bei kleineren Brands schauen, die jetzt eher so zu deinem Status passen, sage ich jetzt mal. Und gehst nachher dort mal herausfinden, okay, was gibt es eigentlich für Abteilungen, wer ist dort eigentlich überall rum und suchen die vielleicht halt Musik so, für ihre Spots. Und dort gibt es halt wie so gewisse, keine Ahnung, da bin ich jetzt ein bisschen zu wenig drin im Moment, um so den Zeitgeist zu erfüllen. Aber ich würde meinen, so der Gefühlswert ist, dass ganz, ganz viele halt immer noch gute Pop-Produktionen oder Hip-Hop-Produktionen suchen. Vor allem jetzt mit dem riesen Hip-Hop-Boom seit den letzten paar Jahren, wo jetzt ja in den Charts auch so mega stark angewachsen ist oder der Konsum angewachsen ist, gibt es halt dann natürlich immer mehr Werbepartner oder Hersteller, wo da irgendwie so ein bisschen mehr ich sage mal, freshere Musik haben in ihren Werbespots. Und dort könnte man halt potenziell andocken. Das ist kein schlechtes Ding. Ist kein schlechter Input auf jeden Fall da, oder keine schlechte Frage. Können sich auch viele andere dort vielleicht einmal an dem orientieren, wenn es einen jetzt interessiert. Und ich sage mal, wenn man sich jetzt eher so für Filmscoring interessieren würde, als Komponist oder Produzent, Produzentin, dann dort ein ähnliches Spiel, einfach eher mit Film, so. Dass man halt die Filmkontakte herausfinden müsste. Ich kenne mich jetzt eher in der Werbebranche aus oder so mit Marketing-Background, aber das Gleiche wird halt mit so Filmcompanies oder Filmverleih oder Agenturen, die halt in der Filmbranche sind, würde sich halt gleich verhalten, so. Vielleicht könnte man jetzt auch sagen an der Stelle, dass jetzt die Filmbranche eher so ein bisschen schwierig ist. Wenn jetzt nicht, also vor allem wenn du jetzt auf Schweizer Basis anschaust, vielleicht, weil jetzt gerade nicht mega viele High-Budget-Produktionen rum sind, sage ich jetzt einmal. Aus gegebenen Anlass, sage ich mal, aus einer weltweiten Situation, die sich da angebahnt hat, wo dazu geführt hat, dass sehr viele Leute nicht mehr ins Kino können und nicht mehr irgendwie richtig regulär Film schauen können, so wie man das früher gemacht hat. Aber more power to you, sage ich mal, wenn man jetzt würde mehr im Filmbereich auch noch Sachen platzieren als Komponist oder Produzent, Produzentin, könnte man natürlich auch dort die Route einschlagen und sich überlegen, okay, was gibt es irgendwie für Independent-Leute vielleicht, die für Netflix Sachen machen oder auch halt eher auf den neuen digitalen Medien, so mit den neuen Plattformen arbeiten. Und dort gibt es sicher auch ein paar Schweizer, die dort mitspielen, würde ich meinen. So. Ich weiss auch, dass jetzt die Filmbranche Schweiz ist jetzt halt ähnlich wie sie in der Musiklandschaft ist halt so ein bisschen aufgeteilt zwischen internationalen Sachen oder lokalen Sachen, die jetzt eher für den Schweizer Markt sind. So. Und dann müsste man sich jetzt einfach die richtigen Leute anschauen. Aber gute Frage auf jeden Fall, oder? Guter Input auch. Werbebranche, Placements, liebe Leute. Ihr habt es gehört.